persönlich merci, dass kommen Sie. Vielleicht habe ich ein bisschen zur Licht, dann haben wir eine Dokumentation präpariert, wo die Argumentation ziemlich genau daran abgelöst ist, aber auch die Einzelteile von dem Code de Conduite, den soll geschwind angeholt gehen, enger bis 2 Wochen, an die soll Kraft treten. Bei der Rentrée von der Chambre am Hircht, wo die wichtigsten Bestimmungen ja auch enumeriert sind. Die letzten Text, den ist noch nicht publik, den ist an der Kommission du Règlement, als den für kurzem mal präsentiert, die noch eine Diskussion, die da war, noch die Kommission des Institutions darüber diskutiert wird, an den Text, den lo definitiv an der Wurzel gehen, die geht mitten 2 Uhr, meine ich, an einer Sitzung von den 2 Kommissionen dann definitiv angeholt. Schon stehen noch nicht verdient, auch als Respekt für die Decisionen, die noch zu holen sind. Aber ich meine, die meisten von euch, die kennen die Geschichte an die meisten Texte, die sind mittlerweile auch im Internet zu finden. Die ersten Versionen von den Texten sind im Internet zu finden. Auch noch Berichte von der Kommissionen sind im Internet zu finden, sobald sie angeholt sind. Gut. Mehr Mengen, also, dass den Text lo wie lo viel Leid zwar auf der Oberfläche Fortschritt durchstellt, weil bis lo waren Bestimmungen über Deputierten hier Interessen waren am Artikel 167 vom Reglement von der Chambre definiert. Am Durchstung am Fungel just, dass müssen hier professionelle Aktivitäten oder all einer Funktion oder bezahlten Aktivität deklarieren, und die müssen so wie viel das sie dabei verdienen. Und das auch ugi wat das Soutien financier sie nach Krähe von Drittpersonen am Kader von ihrer Funktion. Das war alles Verdrachtung, diese Lo über Deontologie. Da können du richtige Kodex, die soll länger next gehen vom Chamberreglement. Und wir mengen, dass den Text nicht weit genug geht, an absolut den Besoin entspricht. Das werden wir vielleicht froh, ob wir was brauchen wir überhaupt so einen Kodex, für was brauchen wir überhaupt Deputierten, die transparent sind in einer gewissen Hinsicht. Wir teilen nicht die Auffassung, wo mal den Präsident von der Institutionskommission, den Alex Baudry, vis-à-vis von der Presse, gesagt hat, nur eine Diskussion, wo man hat, weitere Interesse müssen deklariert gehen, aber auch zum Beispiel die Intérêt patrimoniaux sollen deklariert gehen, heute gesagt, dass wir, en gros, heute gesagt, dass wir Voyeurismus für das so zu verlangen. Und wir mengen aber nicht, wir mengen, dass es auch ganz stark demokratische Ursachen gibt, die plädieren für eine große Transparenz von den ökonomischen Aspekten, nicht von den anderen. Privatleben von den Deputierten interessiert uns nicht, dass aber vielleicht das, was auf der Marktplatz diskutiert wird, viel mehr wie finanzielle Situation. Aber das interessiert uns nicht. Mehr als interessiert hier die ökonomischen Aspekte von ihrem Privatleben annehmen die. Das hängt damit zusammen mit dem ganzen politischen System, den en place ist. Wir sind in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, Deputierten holen Decisionen am Platz vom Volk. An der Decisionsfindung sind sie frei, die Decisionen zu holen, die sie fallen, dass am Interesse vom Land wäre. Sie sind auch ausdrücklich laut Verfassung keiner Rechenschaft schuldig hierin Wähler, die sie da hingesetzt haben. Da der länger so schon eigentlich problematischer verlangt, dass es Gegengewichte dazu gibt, was Kontrolle angeht von ihrem Desinteressement und ob es auch wirklich Decisionen am allgemeinen Interesse holen. Ich will so, am 19. Jahrhundert war der Gesetzgeber eigentlich ziemlich retizent. Dafür, dass am Gesetzdemos Stohe kommen, dass zum Beispiel bei Wahlen kein Kado verdeelt von den Deputierten, man nicht in engem Pap vergehen oder den ersten bezahlen und so weiter. Das während der Wahl verboten ist, weil es eben ganz klar auch den Gesetzgeber dem sich bewusst war, dass du ein Problem kann bestehen. Das ist nur in einem ganz kleinen Aspekt. Und mittlerweile gibt es einen ganzen Rattenschwanz zur Problematik
do han droen op die ich will zurückkommen. Das ist auch noch so, dass man ja kein Berufsdeputierten haben, aber dass Deputierte noch eine ökonomische Aktivität an allerhand Interesse verfolgen neben ihrem Mandat. Mit einer Ausnahme, die aber wichtig ist, das die Fonction publique. Die dürfen das nicht, wenn es Gründe von Separation des Pouvoirs, ob schon in auch die Frage, dann man kann vorstellen, weil die kleinen Staatsbeamten, denen muss auch sein Beruf abgehen, zum Beispiel. Ob schon das schon gut ist mit Separation des Pouvoirs zu dienen wird. Ja? Du warst also mal schon die Fonction publique direkt a priori verdächtig, andere Interessen zu verfolgen, wie die diese an der Chambre soll vertreten. Wir meinen, dass also auch die Frage sich stellt bei Leuten, die aus dem Privatsektor kommen, sie holen wichtige Decisionen, und sie können besonders an dem aktuellen Kader, die aber bestimmt, dass von der ganzen neoliberalen Politik, von Verbindung von privaten mit staatlichen Interessen und so weiter, susceptibel sind, auch gewissen Interessen zu verfolgen, die nicht mal Intérêt commun zu dienen. Ich meine, das ist auch nicht durch Zufall, dass die Diskussion hier entstanden ist, für allem nur Wickring Leving, wo sich da eine ganze Reihe von Problemen an die Richtung gewiesen haben. Wenn wir nur eine Konduite kriegen, dann wird es für allem da zu dienen, auch mit der öffentlichen Diskussion über die Affäre, wo ja aber die Chambre nicht daran impliziert war, muss ich auch so mit der Regierung. Und trotzdem wurde da Auswirkungen auf die ganze Politik. Dafür ist es wichtig, dass die Bestimmungen so weit wie möglich gehen, dass sie alle Interessen, die möglich sind, umfassen. Und es geht auch ganz klar mehr weit wie einfach eine Direktkorruption, wo ich Suche kriege für bestimmten Wort zu holen. Mir geht viel mehr weit. Es geht überhaupt die ökonomischen Interessen am Zusammenhang mit der Ausübung von einem politischen Mandat. Das Projekt, das wir hier an der Chambre schon gesagt, geht nicht weit genug. Hat zwar eine Reihe von Dispositionen, die Direktkorruption betreffen, Dunhöhle von Kadoen, wo auch Dunhöhlen zum Beispiel von Reisen, von Überhöhlen von Reiskasten oder von Séjourskasten und so weiter, auch drin fallen in der Kategorie Kadoen. Das soll verboten gehen, wenn es mehr ist wie ein Wert von 150 €. Da können sich zwar vorstellen, ob die Limit nicht darauf gesetzt werden, aber das ist so die Limit, die da dran steht. Und dass es die Bestimmungen da gibt, ist ja im Prinzip auch gut. Umso mehr wundert es, dass wer einerseits Kadoen, relativ kleine Kadoen verboten sind, aber auf der anderen Seite, wenn ein Büro zur Verfügung kriegt oder eine Person, ein Salarié zur Verfügung gestellt kriegt, für sich als Parlamentarier zu machen, das ist weiterhin erlaubt. Muss schon deklariert gehen, aber das war bisher schon der Fall, dass es deklariert müssen gehen. Das ist unverständlich und das ist kontradiktorisch, da dient zu den anderen, aber übrigens da möglich doch für Parteienfinanzierungsgesetz zu gehen, was ja ausdrücklich durch Personenmoral sieht. Der GRECO, also den Antikorruptionsgruppe von dem Conseil de l'Europe, hat das in einem Bericht doch auf die Kontradiktionen hingewiesen. Die dritte Frage, dann, die hier geklärt wird, dass die von der sogenannten Deklaration d'intérêt, die ausgeweitet soll gehen. Sie soll ausgeweitet gehen, was die obligatorische Deklaration für Revenuen angeht. Diese Leute, die nicht müssen deklarieren, wann er so geschafft wird oder wann er eine Aktivität hat, was er dabei verdient wird, das ist anders. Das muss deklariert gehen. Und zwar, wenn es sich um eine Aktivität als Salarié oder als Travailleur indépendant handelt, die parallel ausübt zum Mandat vom Deputierten, auch wenn er zum Beispiel eine okkasionelle Aktivität ist, wenn er eine Konferenz geht, dann dürfen Suche kriegt, und sie mehr wie 5.000 € pro Jahr, dann muss das doch deklariert gehen. Und dann alle anderen Soutien financier, wenn man den Exercice von der Funktion von Deputierten beeinflussen kann. Dann ist aber relativ vag formuliert. In dem Moment muss das deklariert gehen. Die Deklaration ist aber stark limitiert. Und zwar, erstens, es muss nicht der genaue Montant angehen, den verdient. Zweitens,
Et geht durch, dass in eng vu 4 Kasen ukreizt an die Revenu fällt. Die erste Kasse, das ein Revenu von 5.000 bis 10.000 Euro, dann drüber bis 50.000, dann bis 100.000, an 500.000 Euro brauche ich nicht mit als keine Stufung wie 4 gesehen, und geht durch, wenn den auskreizt, ich verdiene am Jahr über 100.000 Euro. Das heißt, die größeren Revenuen, die sind absolut nicht zu erfassen mit dem System. Das auch kritisiert übrigens von Greco, die Zitate fanden wir alle gut an einem schriftlichen Rapport. Dann weiter wichtig Einschränkung, die Revenue vom Kapital. Die Revenue von der Arbeit muss ich deklarieren, aber als Salari oder als Independant. Die Revenue vom Kapital, zum Beispiel Dividenden, Zinsen, die ihr kriegt, Loyer, die ihr habt, die brauche ich nicht zu deklarieren. Auch das ist kritisiert gehen vom Greco, den am Fongehol ganz klar Situationen umschrieben hat, an dem er gesagt hat, eine Reform, die es möglich macht, für die Leute dabei gewollt zu gehen, für wen sie stimmen, die Diskussion Korruption viel mehr vereinfachen. Und das ist eigentlich froh, die damals zusammenhängt. Mehr hatte dafür geschlagen, Französisch Gesetz zu holen vom 11. Oktober 2013, also ganz dezent, die sogenannte Loi Cahuzac, die eine Deklaration von ganz vielen Revenuen vorgesagt, und auch von der Revenu de la Propriété vorgesagt. Da waren alle Guten an der Kommission, alle Parteien, ohne Ausnahme, auch den ADR, den als Observateur der Teilgeholt opposiert, für das das soll draufstehen kommen. Und dabei fanden wir das gerade an einem Land wie Lützeburg, wo die Revenu de la Propriété so eine große Rolle spielen, wo sie so wenig besteuert gehen, wo so wenig Transparenz darüber herrscht, es wichtig für, dass auch manche Deputierten hier Revenu du Kapital oder Revenu du Patrimoine deklarieren. Da stehen am Projekt, wie nur vier Leute, eine Reihe von Bestimmungen über das Aktivitätsfeld vom Deputierten. Er muss zum Beispiel all seine Aktivität professionell deklarieren, die hat 3 Jahre ihre sein Mandat angetragen wird. Da müssen deklarieren, ob er an Komitee von Vereinen ist oder am Verwaltungsrat von Entreprisen. Das war auch schon der Fall. Ne? Einfach eine Deklaration. Man muss auch gehen, was man da als Revenu rauskriegt. Andere muss auch gehen, und das ist eine neue Bestimmung, die relativ interessant ist, muss auch gehen, wenn er partizipiert in einer Entreprise oder in einem Partenariat, also ökonomische Partenariat, wann mögliche Reperkussionen damit verbunden sind auf die öffentliche Politik. Das ist ja relativ vag formuliert, aber es möglich aber auch verschiedene Hypothesen zu envisagieren. Oder steht da, wann hin durch seine Partizipation an so einer Gesellschaft eine signifikative Influenz auf die Aktivität von der Gesellschaft hat. Ja, das ist die Bestimmung, die einzige Bestimmung, die eine Klangouverture möglich macht. Und das ist auch die, komischerweise, die dann an der Kommission noch bis zuletzt heftigst umstritten war. Aber im Moment steht sie noch dran. Mitten geht den Text definitiv umgeholt. Der Greco hat doch gesagt, für wer das wichtig wäre, für so Sachen festzuhalten, weil er hat darauf hingewiesen, ob die Montage juridique, die für gerade zu Lützeburg schreibt, er hat hingewiesen auf den Recours à des personnes morales, für gewisse Interessen an einem Sektor der Aktivität zu vertreten. Das heißt Leute, die am Fongehol als Kuvertur holen, eine Montage juridique, ein Véhicule d'investissement oder so weiter, für ihre Interessen zu vertreten und damit sich selber an den Hintergrund zu stellen oder sogar, dass nicht weiß, wen da Hand sticht. An den Greco sieht, dass auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen wird, dass das zuletzt ein besonderes Problem nach wir die Intransparenz von den juristischen Strukturen für gewisse Interessen zu dissimulieren, auch von Lützeburg, auch von Deputierten. Und dafür wäre es wichtig, dass in da eine Transparenz auch da kreieren.
Voilà. Dat as den Deel den weiteren Deel den den Justin Turpel werd behandelen, dat ass dann méi froh vum Lobbying a vun den Interessekonflikt. Wo en ganz reif vu ganz interessante Froen de mat verbonnen sinn, die ha absolut net gelesen an dem Text die man hun. Ja, merci Serge. Also global sind wir der Meinung, dass den Text viel Leid wie in der Mitte dann aller Wahrscheinlichkeiten soll festgehalten gehen, nicht verhindert, dass es zu reellen Interessekonflikten, aber auch zu Interessevermischungen kommt. Und das besonders am Kontext, da muss ich auch sehen, am Kontext, an dem wir leben, und auch im besonderen Kontext von Lützeburg, wo Lützeburger Finanzplatz enorm Suen, Massen vehikulieren, sowohl aus Europa, wie auch aus sogenannten Entwicklungsländern bis hin an Asien, China, an ganz islamische Welt, wo Lützeburg hofft, dass sie davon Landrestriert für den größten Teil von den Suen können zu verwalten. Historisch gesehen war Lützeburg immer ein Platz, wo Briefportefirmen eine große Rolle gespielt haben, wo Steuerhanderzählung durch Steuergeheimnisse, durch Bankengeheimnisse eine Rolle gespielt hat. Und ich denke, das ist aber klar, dass die Situation am Wandel ist. Und muss ich ganz genau gucken, was da am Gang ist zu ändern. Und zwar grosso modo sind sich zwei Sachen am Gang zu ändern. Das, was am Gang ist, sich zu ändern, das zu Lützeburg baut sich den ganzen Denkschlichtungssektor auf für die Verwaltung, Beratung, Prüfung und so weiter von Suen, von Leuten, von Suen, die nicht zu Lützeburg an Wirtschaft gehen. Von Leuten, die ganz klar von anderen Plätzen nach wollen kommen, weil sie davon ausgehen, dass sie Männer Steuern bezahlen. Es baut sich ein ganzer Markt von Utilities, von Denkschlichtungen auf, von Leuten, von Bereichen, die an dem Bereich aktiv sind und verdienen. Das Zweite, was am Gang sich erst zu ändern, dass eine Reihe Sachen verschwanden, wie indirekt Bankgeheimnis, durch den automatischen Informationsaustausch gehen eine ganze Reihe neue Produkte geschafft, die das zum Teil ersetzen, und zwar ersetzen an einer Höhe, wo das Volumen sicherlich noch nicht mehr klein ist, mehr im Endeffekt mehr groß wird sehen. Den Échange automatique d'information, wenn man am Detail guckt, beinhaltet eine ganze Reihe Schlupflöcher, wo zu Lützeburg Firmen, Boaten, Verkoten, Firmen, Conseils, Auditfirmen umgang sich zu spezialisieren, für zu beraten, wo sind die Schlupflöcher. Wie kann die Schlupflöcher nutzen beim Informationsaustausch? Es gibt neue Produkte geschaffen, die neue Nische sollen schaffen für Steuerhanderzählung. Ich will ein Beispiel die Fondation Patrimonial, die am Hirsch sollen jetzt in die Momente diskutiert gehen, die sollen darüber rauslaufen, dass reich Leute, superreich Leute, die sollen alle können eine Fondation machen und darüber, ob all den Transaktionen, die an der Fondation geschehen, keine Steuern mehr brauchen zu bezahlen. Sie können vererben und so weiter, ohne Steuern zu bezahlen. Wir werden nächste Woche werden wir neue Gesetze stimmen über zugucken, weil neu nicht soll gehen. Wir werden am Hirsch, weil noch nicht mit der Gang hatten, eine Gerlo gehabt, wir zeitlich waren nicht mit dran, wir werden neue Gesetze stimmen über die Mobilisation von Action au Porteur. Für was? Wir werden Action au Porteur, weil der GAFI 4 schreibt und der Forum Mondial 4 schreibt, dass man den Proprietär kennt. Für das im Go ein Gesetz gemacht, wo nicht der Proprietär bekannt gibt, aber wo die kann deposieren bei einem. Und dann ist ein Depositär, der Gestionär ist. Ein Marché, der geschafft wird für Depositäre von Action au Porteur zu Lützeburg. Just dafür zu illustrieren, dass eine ganze Reihe neue Instrumente geschafft gehen, die aber an der Chambre müssen geschafft gehen, wo Gesetzesprojekte müssen gestimmt gehen. Und das ist eben das, für was die Partei evokieren, weil das wird auffallen, dass wenn man zum Beispiel den Site guckt von Luxemburg for Finance, beispielsweise nehmen Finance Islamique, dann möchte Luxemburg for Finance eine Ablöstung von Prestataire de Service, so wie sie vorhin abgezählt haben, die Boaten sind alle abgezählt. Auf welchem Bereich dass sie bereit sind zu beraten, wenn man dabei die Boaten mal gucken geht, da stellen das fest, was der Greco auch festgestellt hat, nämlich dass eine ganze Reihe Deputierten dran sind. Eine ganze Reihe Deputierten an denen Boaten führend Positionen, ich weiß nicht von Salarien an einer Boate, weil der Verkoten hat und der Verkoten Boaten, ich meine, das wisst ihr, gerade so gut wie ich, die haben halt Arbeitskonditionen,
die extrem sind. Ich weiß nicht, letzte Woche in der Presse noch zitiert, gibt Beispiel von einer Boîte, die für seine Nachverkoten, den Jungen Nachverkoten verlangt hat, 7,5 Stunden fakturiert Zeiten hun den der plus Präparation plus Sitzungen plus High and Do, die kommen noch bis dich. Also man schwätzt nicht von dem Salary, man schwätzt von denen, die eintreten an die Direktion hun von denen Firmen. Da kann ich auch Punkt pro Punkt kann da im Internet nur sichern. Da können da mal ganz rein nehmen für Leute, die auch an der Chambre vertreten sind. Und das wird dann eben aufhängt krass zu gehen, dass das ganz auch doch nach Rapporte also von denen Projekten. Also wir sind der Meinung, dass hier eine massive Interessevermischung stattfindet, full Leute, die gerade an der spezifischen Situation vom Kontext von der Lützeburger Finanzplatz persönlich eintreten, haben, dass bestimmte Sachen entstehen, sie dafür stimmen, sind Wehleden stimmen und haben auch nach selber davon profitieren, wenn die Gesetze durch sind, weil es dann weil das dann Remenke hier Geschäftsfeld ist. Geht ganz tagsgerechtfertigt, dass das nicht ernst möglich ist, mit der Frage von breite Spezialisten für das zu machen. Ja, es gibt Sachen, es gibt Gesetze, da brauchen Spezialisten. In letzter Instanz muss all Gesetz, was gestimmt wird, muss alle Deputierte können verstehen, was Konsequenzen davon sind. Das ist eine Aufgabe als Deputierte. Und dafür ist es wichtig, dass Gesetze so gemerkt werden, dass nicht ein sehr als für Spezialisten, sondern ein sehr als, wo alle Deputierten und wenn man auch alle Bürger kann Konsequenzen davon aufschätzen. Dafür brauchen natürlich muss Spezialisten mal runterziehen. Zum Beispiel aus der Regierung, aus den Ministerien. Es kann nicht so sein, dass an der Chambre eine Situation entsteht, wo die Spezialisten, die davon erschaffen und die davon profitieren, Gesetze machen, die die anderen gut heißen. Wir sind dafür meine ich, und das hat der Greco gut verstanden, wenn ihr seht, hinten abfallen, dass eben zu Lützeburg in der Chambre viel so Leute gehen. Und das ist ihnen da am Meer also noch recht. Aber genau das Problem ist nicht gelöst, so wie es ist. Die Deputierten, die also an so Situationen dran sind, die brauchen nicht zu deklarieren, dass sie da in Intérêt haben, an die Konflikte Intérêt möglich ist. Die Frage, die sich stellt, ist die, an den Gemengen zum Beispiel, wenn ein Entrepreneur soll aufstimmen über das Projekt, wohin ein persönlichen Eintritt drin hat, dass es zum Konflikt Intérêt dürfen nicht mal aufstimmen. Und das scheinbar gilt das nicht. Leute gehen mal nicht gewohnt. Aber was uns extrem wichtig ist, dass die Bürger einfach gewohnt wird, wen hat für eine Verflechtung, wen verteidigt für eine Interessen, für das man Connaissance-Kurs kann urteilen, für was den das möchte. Dafür sieht die Greco, wir sollten eine Obligation gehen, für so Sachen zu deklarieren, was aber Majorität hat, bis auf eng Ausnahme, das ist das Herrscher an der Kommission, nicht angeholt wird. Ich soll noch einen Satz sagen über den, also, pardon, ein zweites Argument, was DAX geholt wird, ich wollte noch die affirmieren, was das Herrscher gesagt hat, den Unterschied ist einfach immens krass. Ich stehe so eine Menge Beamten, nimmen, weil Gefahr wir, dass den Kind über das Gesetz mitstimmen, was Situationen am Gemengesektor oder Statut vom Beamten ging betreffen, dürft Funktionen mehr ausüben. An Heise man eine Situation, wo so weiter darf ausüben am Privatsektor, aber wo noch nicht braucht zu sagen, dass den do ein Interesse damit da hat. Und das ist eine Situation, die ist einfach so krass, dass sie für uns nicht haltbar ist und das einfach nicht kann sein, dass wir von Deontologie schwätzen, was so wichtige Sachen ausgeklammert gehen. Da wird DAX als Argument gesagt, dass gesagt man jetzt auch Leute sind in einer ONG, in einer Umweltorganisation aktiv oder in einer Gewerkschaft aktiv, die dafür auch mal schwätzen. Das ist genau der Unterschied, den die Greco mischt, und den noch am Code Deontologie dran ist bei der Definition vom Konflikt d'intérêt. Das kein Konflikt d'intérêt dans le cas s'il tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble à une large catégorie de personnes. Das heißt, wenn das einem allgemeinen Eintritt ist, und gehört den zu der Allgemeinheit kann nicht gesagt, du musst an dem persönlichen Eintritt. Das ist ausdrücklich Ausschuss. Hier geht es in ganz andere Situation. Es geht wirklich darum, dass Leute wirtschaftlich Eintritt, von denen sie materiell, persönlich profitieren, ohne dass das muss abgedeckt werden. Ein anderer Punkt, den ich da kurz wollte angehen,
ich denke, zu der Konklusion kommen, dass die von dem Lobbyismus. Der Lobbyismus wird als Punkt behandelt am Reglement, aber eng relativ lasch Äderweis an dem Sinn, dat gesot get Relation zwischen Deputierten an Vertreter vun öffentlichen Interessen, die Regeln in der Staat von Regeln da gucken, dann Hauptsächlich von denen als Member von einer Kommission abordiert, dann sollen dat in der Kommission suchen oder dat net einfach soll bekannt machen. Mir auch die Vermischung vom Lobbyismus iwwer Personen, die am Fongo Lobby vertreten direkt an der Chambre, ohne dat sie muss so, dat sie vertreten, dass von der Lobby hast du auch nicht geklärt. Also an der Konklusion, es geht weiter. So ein Beispiel einfach. Es geht weiter an der Hinsicht, dass ich nicht wieder gesagt Luxemburg for Finance, die mich löscht, wenn da verschiedene Seiten gucken geht von Afkote-Büroen, wo Deputierten dran sitzen, die rühmen sich dann auf ihre Seiten, dass sie zum Beispiel ArcelorMittal beraten, was denen hier Operationen angeht, der Verbindung mit Innovos, dass sie zum Beispiel eine Etude, die zählt ob, dass sie à la fois Qatar Airways beroden hun fir bei Cargolux ranzukommen, an dat ze do nur im Cargolux beroden fir die 35% zu verkaufen. An even ihre Lieden feierendem Leid as in Verkot den an der in Avocat fährt an der Chamber sitzt an der Rapport as für den ganz Reihe Projekt. Geht an der Diskussion do net fir lo Leiheit persönlich zu denunzieren, wir versuchen auch kein geht ein Phänomen, den man illustrieren wollen, an den aber klar ist, an den einfach Eisermittel nur muss bei der Deontologie von Deputierten berücksichtigt gehen, also lange wie das der Fall nicht ist, können wir auf jeden Fall mit den Regeln do nicht d'accord sehen.